Wow. Also, heute geht es darum, unsichtbar, sichtbar. Reich Gottes, unsichtbar, sichtbar. Und es gibt auch die unsichtbare Welt. Und jetzt kneift doch den mal nebendran. Nicht zu fest, aber so mal ein bisschen, ist er wach? Küssen gilt auch, das habe ich jetzt gerade gesehen. Küssen gilt. Rolf, yes. Genau. Okay, und jetzt wisst ihr seid alle wach und ihr habt jetzt quasi das sichtbare Reich Gottes, habt ihr jetzt da angekneift, oder? Aber wir wissen, da ist auch noch etwas Unsichtbares, ein Stück weit im Reich Gottes vorhanden. Und da gibt es so ein bisschen die Bösen und die Guten. Und das schauen wir in dieser neuen Predigtserie jetzt an. Und ihr wisst, ich bin ja schon in die Jungschi gegangen, habe ich vielleicht mal erzählt. Und in dieser Jungschi war es gut gewesen, alles bestens mit dem christlichen Glauben. Und dann bin ich auf den Pausenplatz gekommen. Oder? Und auf dem Pausenplatz, da bist du dann auch ein bisschen herausgefordert, dort schwimmst du dann auch ein bisschen im Wasser. Und wir haben natürlich ein bisschen diskutiert damals und so. Und dann ist immer das Killer-Argument gekommen, wo ich nie etwas gewusst habe dagegen. Und das ist so, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist das, was ich dann immer wieder gehört habe auf dem Pausenplatz. Ich glaube nur, was ich sehe. Ja, und dann bin ich einmal Schachmatt gewesen, oder? Wenn man so über Gott und die Welt diskutiert, ich glaube nur, was ich sehe. Hat eigentlich so viel geheissen wie Elias, es ist jetzt gut, gehen wir wieder shooten. Oder? So, das könnte so eine Antwort sein, oder? Ganz lieb gesagt. Oder es könnte eine andere Bedeutung haben, wo sie mir sagen, hey, alles Unsichtbare hat für mich überhaupt keine Relevanz. Komm, ich glaube nur an das, was sichtbar ist. Mein Gegenargument war dann, also dieses Hirn habe ich auch noch nie gesehen. Oder das ist dann so ein bisschen der humorvolle Art. Oder ich habe dann auch herausgefordert, die Steckdose mal zu langen, so quasi. Den Strom sieht man ja auch nicht. Aber das ist eben alles, was unsichtbar ist, keine Relevanz. Und darum, wenn wir uns mit dem ein Stück weit beschäftigen, damit wir da sehen, hey, was gibt's denn? Wir zeigen auf, wie ist denn das? Wir machen den Vergleich, Jesus und Satan. Und wir gehen wirklich da ein bisschen tiefer buddeln. Und spätestens, als ich dann so aus der Jungschi, bin ich dann irgendwann rausgegangen und dann bin ich so zu der Rockmusik gekommen und dort habe ich wirklich gemerkt, da muss es irgendetwas geben. Da gibt es eine finstere, unsichtbare Welt, oder? Und wow, dieses Cover und all das, oder? Und ich dachte, uiuiui, oder? Und bei uns in der Kirche haben sie dann immer so Schauergeschichten erzählt, ui da, musst aufpassen, sie wollen nur deine Seele und Zeug. Das Buch habe ich natürlich auch gelesen, oder? Und Hilfe. Und das erste Mal so richtig verschreckt bin ich, wo wir sind Enduro fahren. Da sind wir mit unseren Motocross-Töpfen, sind wir auf Italien, die Westalpen, und das Spiel geht ganz einfach. Du fährst so hoch rauf auf den Pass, wie du kannst, auf die Her, und dann schaust du rauf und dann sagst, hey, schau, dort hat es eine Hütte. Und wo eine Hütte ist, gibt es auch einen Weg. Dort fahren wir jetzt rauf. Und dann haben wir den Weg gesucht und sind raufgefahren und haben uns gekämpft und so. Und rauf ist eigentlich relativ einfach, du kannst ringer rauffahren, aber wenn du dann so am Hang stehst, denkst du, wow. Und eines Tages sind wir wirklich gefahren und niemand mehr und kein Gems mehr und nichts mehr, weit über der Baumgrenze. Da kommt eine riesige Fläche. Du denkst, coole Fläche zum Spielen und so. Du siehst in der Mitte ein Feuerchen und so, fahrst dort rein. Und das ist wirklich gross, also vielleicht im Durchmesser 30 Meter oder 40, so ein grosser Platz, oder? Und dann hat sie in der Mitte eine Feuerstelle und dann sind wir dort und so und dann, hey, cool, hey, schau mal die Aussicht und so. Und dann sehe ich, ja, dort hat es nochmal eine Feuerstelle, dort auch. Ah, und dann hat es ein ganz grosses Pentagramm auf dem Boden, oder? Und überall, in jedem Ecke hat es so ein Feuerchen gehabt und so. Und dann, komm, wir gehen wieder, oder? Und dort habe ich gemerkt, hey, da ist etwas, oder? Und dann, als ich Pastor war im Bassersdorf, habe ich es einmal so zur Angewohnheit gemacht. Ich bin nicht ganz ums Dorf herumgelaufen, aber so gebetsmässig ein bisschen da durch das Dorf gelaufen und so. Hey, da bin ich im Wald. Da kommen mir 8 Leute entgegen und die sehen wirklich aus wie in diesen schlechten Filmen, oder? Mit so schwarzen Kapuzen da, so sind sie rausgelaufen aus dem Wald. So nacheinander, oder? Da dachte ich, hey, was machen die da, oder? Also, dann hat angefangen, hey, Jesus, du bist der Chef und so weiter. Aber da merken wir, es gibt die unsichtbare Welt und ich habe schon meine Erfahrungen gemacht oder eben so Schauergeschichten gehört und du vielleicht auch. Und es ist halt leider so, dass die Bibel in gewissen Aussagen nicht ganz klar ist, dass es offen lässt.
Gott hat scheinbar entschieden, dass die unsichtbare Welt ein Stück weit das Mysterium bleibt. Immer. Es gibt nie ganz klare Aussagen, so ist es oder so ist es. Oder es gibt nicht so oft ganz klare Aussagen. Wir kommen dann die über, weil das zuerst ausgelegt wird, gewisse Bibelstellen, und sagen, ja, so muss man das auslegen, dann gibt das nachher das Resultat. Und dem allem gehen wir auf die Spur. Aber gleich als GVC gehen wir ein Stück weit auf die Spur, so wie wenn man ins Wasser hineinschaut. Und dann schaust du so ins Wasser und es bricht ja das Licht und spiegelt so ein bisschen, dann schaust du da rein und dann siehst du einen Fisch und du weißt aber nicht genau, es ist ein schwarzer Schatten oder ist es eine Forelle oder ist es ein Delfin. Ja, ich meine, das ist schon ein bisschen ein Unterschied, oder? Aber ich meine so... Aber ihr wisst, was ich meine. Du schaust ins Wasser rein und du siehst es einfach nicht ganz klar. Es ist irgendwie die Unterwasserwelt. Wenn du von außen durch die Wasserfläche schaust, ist es ein Mysterium. Du siehst es vielleicht schon und kannst deine Harpunen rühren, aber und so weiter. Und man merkt das, oder? Die Bibel redet auch zu dem, oder? Der sagt das, der Paulus im 1. Korintherbrief sagt er, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Also einmal sehen wir es dann klar, dann schaust du face to face in Gottes Angesicht hinein, oder? Wir werden ihn sehen und dann ist es klar. Dann siehst du klar und weißt genau, wie es ist. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und das ist sensationell, das weiß ich, oder? Umgekehrt, Gott sieht ganz klar, was er zu tun hat auf dieser Erde, was er tun will, mit dir, mit mir, und das ist schön. Und auf der anderen Seite, retour zu schauen, ist es so eine unscharfe Sache. Einfach da merken wir, es ist ein Mysterium. Aber trotzdem, wenn wir als GVC da drin hingehen und lehren, wir wollen da drin hineingehen und buddeln, oder? Wir wollen tiefer gehen, oder vielleicht ist es für dich weitergehen, einen Vorhang auftun, wo vielleicht ein bisschen, ja, noch nicht ganz klar ist. Und wir werden den Mut haben, in dieser Serie gewisse Sachen offen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass du auf einem Weg bist mit Gott, dass du mündig bist und gewisse Bibelstellen, du kannst schon meine Meinung hören, aber ich sage dir, du musst die nicht übernehmen. Du kannst deine eigene Meinung über die Bibelstelle machen. Viele Theologen legen sie so aus, einige Theologen legen sie so aus, die von der Esoterik legen sie so aus. Ja. Das mag sein, aber es gibt nicht einen klaren. Und da wollen wir als GVC auch offen lassen, was offen ist. Und dir das Recht geben oder dir die Mündigkeit geben, können das auch selber zu entscheiden. Aber wir möchten einen konstruktiven Umgang mit der unsichtbaren Welt schaffen. So, dass wir Christen können im persönlichen Leben und im Glauben, im persönlichen Glauben und in der Gemeinde gut mit dem umgehen, konstruktiv mit dem umgehen. Dass wir nicht da ab dem Ross fallen und nicht da ab dem Ross fallen. Und da möchten wir auch drin hineingehen als GVC und diesen Weg miteinander gehen. Und gerade weil es eben so unterschiedliche Meinungen gibt, ist es schwierig, klare Sachen zu sagen. Weil, angenommen, du wärst vor 50 Jahren auf die Welt gekommen, oder sagen wir, angenommen, du wärst vor 200 Jahren auf die Welt gekommen, hättest du Jesus Christus kennengelernt, hättest ihn in deinem Herz hinein gehabt, gesagt, Türen auf, du darfst, ich will gehen mit dir, dann hättest du ganz eine andere Sicht, vielleicht als du jetzt hast, über die unsichtbare Welt. Und darum will ich mit euch ein Stück weit durch die Kirchengeschichte gehen, dass wir sehen, wie sich das verändert hat, dass die Ansichten sind nicht immer gleich waren, so wie du jetzt heute vielleicht das Gefühl hast, so ist es richtig, Punkt. Nein, das hat sich recht verändert. Und das schauen wir miteinander ein Stück weit an. Die Bibel ist klar, sie redet über Gott, Dämonen, Engel, Teufel und so weiter. Satan ist auch dort dabei. Und vom 6. bis zum 15. Jahrhundert hat man die Welten in 3 Stockwerke eingeteilt. Ich habe euch ein Bild mitgenommen aus einer Kapelle, Santa Maria del Fiore in Florenz. Und die haben das in einer Kuppe gemacht, oder? Und das ist so ein typisches Ding, was man sieht, oder? Wir haben da unten dran, da unten, das ist so die Parterre, oder? Da, wo wir jetzt sind, die sichtbare Welt. Und im 1. Stock, da merkt ihr, da sind Engel und da sind alle die Himmelsgeschöpfe dort, da siehst du Maria und Jesus und all die, oder die sind im Himmel. Und dann unten durch, da wo es ein bisschen dunkler ist, gell?
Dort im Keller, im Keller, dort ist die Hölle daheim. Und das ist ein Weltbild, das fast 1000 Jahre lang die Christenheit geprägt hat. Das ist das gewesen, so muss es sein. Und so hat man das geglaubt. Und erst im 16. Jahrhundert, also die Kirche hat ja das Bild ja auch gefördert und hat auch das Bild ausgenutzt. Und gesagt, hey, welche sind die Kirche, die dich da in den Himmel bringt? Also folg doch uns nach, wird bei uns Mitglied, wäre doch schön. Und am besten ist noch, wenn du folgst, was der Pastor sagt, oder? Auch nicht nur im Glauben, sondern auch sonst im Leben. So ist gebraucht worden, zum Macht ausüben. Das Bild da. Oder zu sagen, hey, es wäre doch noch gut, in den Himmel zu kommen und du könntest doch ein Stück weit noch ein paar Franken zahlen, damit deine Sünden weggehen. So ist das missbraucht worden. Ein Stück weit. Und dann im 16. Jahrhundert sind die ersten Philosophen gekommen, die gesagt haben, nein, das kann nicht sein. Also das ist doch eine unwirkliche Geschichte, die 3 Stück da, ich weiß nicht. Da muss doch etwas anderes sein. Aber das war immer ein bisschen gefährlich, oder? Das so zu sagen, weil sie haben dann doch gewisse Leute auch eingesperrt und sogar verbrennt. Also man musste immer ein bisschen schauen. Und dann, wo die Reformation kam, ist auch ganz klar gewesen. Für den Luther ist es ganz klar gewesen, wo kein Teufel ist, da braucht es auch keinen Erlöser, oder? Also das ist eine Aussage, also mir hat das genau gesagt, ich lese es nicht, dass ich etwas in mein Maul lege. Wo kein Teufel ist, braucht es auch keinen Erlöser. Das ist das, was er gesagt hat. Also für ihn ist es klar gewesen, da gibt es eine Finsternis, es gibt eine unsichtbare Welt und die ist real und der Erlöser hat uns erlöst, also freikauft von dem Einfluss von der unsichtbaren Welt. Und das ist so bei der Reformation durchgegangen und dann im 18. Jahrhundert. Dort ist es losgegangen, wo die Aufklärung kam. Da hat man angefangen zu studieren, also das hat man vorher natürlich auch schon gemacht, aber man hat angefangen mit dem Kopf alles erklären. Und dann ist eine sehr starke Vernunft Einzug gehalten und die Vernunft hat plötzlich alles bestimmt. Also nur das Erklärbare ist richtig und alles andere ist Mythen, Legenden, schwierig, gibt es nicht, lehnen wir ab. Und das ist ja so die Aufklärungsgedanke da dahinter gewesen. Und das Christentum hat natürlich probiert, oder, zwischen der Offenbarung von Gott und von diesen Engeln und von dem Unsichtbaren und der Vernunft eine Brücke zu schlagen. Ist aber schlussendlich nicht gelungen. Auch in der Lehrtheologie ist das eigentlich, hat das Einzug gehalten und es hat nur noch eine Vernunfttheologie gegeben. Und wenn man das Übersinnliche und das Vernunft, das rausnimmt, oder? Was kommt, was bleibt, wenn wir die Bibel anschauen? Das bleibt Moral. Und das war eine lange Zeit dort und das war auch eine akzeptierte Moral, das ist auch eine gute Moral. Die 10 Gebote, das kann niemand etwas dagegen sagen, das ist wirklich gut, oder? Aber es ist nur das geblieben. Aber alles andere mit im Unsichtbaren, mit Engeln und Begegnungen und so Sachen, das kommt eher nicht, oder? Und ich weiss noch, einmal habe ich so ein Buch gelesen, wo Jesus übers Wasser läuft, oder? Und er probiert das einen zu erklären, dass es manchmal in Jerusalem oder in Israel so einen Wind gegeben hat und dann ist der See gefroren und Jesus ist auf dieser Eisplatte gestanden und ist dann irgendwie, genau, auf einem Eisberg haben wir alle, also es war recht lustig, wo wir das natürlich gelesen haben, aber ja, ihr merkt, oder? Die Vernunft hat überall Einzug gehalten. Aber relativ schnell ist dann auch die Erweckungsbewegung gekommen. Das haben dann auch Christen gemerkt, hey, das entspricht mir gar nicht. Mein Erleben ist total anders. Ich will das nicht. Für mich ist das so real, die unsichtbare Welt. Also wir gründen etwas anderes. Und da hat es eine Erweckungsbewegung gegeben, Methodisten, Pietisten sind da drin und im Späteren ist die Pfingstbewegung da drin hineingekommen. Und das sind Leute, die stehen für eine unsichtbare Welt, oder? Die sagen, das ist gleich, was die in den Unis lehren, das ist mir gleich. Wir glauben an eine unsichtbare Welt. Und ein Stück weit ist dort auch unsere Wurzeln von den Freikirchen drin. Und darum nehmen wir das auch ernst und darum predigen wir darüber, darum diese Serie. Aber so die Theologie und die Weltanschauung, die wir hatten, die ist immer noch gleich geblieben. Es ist eine materialistische Weltanschauung und immer mehr auch eine humanistische Weltanschauung. Also nur das, wir sind auch entstanden aus der Evolution heraus, wir sind dorthin gekommen, wir haben den Menschen als Krönung der Schöpfung, wo niemandem unterstellt ist.
Und so haben wir sehr ein materialistisches, humanistisches Weltbild, wo eigentlich so gelehrt wird, wo du an den Schulen und so weiter mitbekommst. Und dann sind wir wieder bei mir auf dem Pausenplatz. Merkt ihr das? Ich glaube nur, was ich sehe. Und dort sind wir jetzt. Und ich bin ein Kind davon, auch ein Stück weit. Du vielleicht auch da drin gross geworden, auch dir vieles beigebracht worden in dem Sinne. Aber wir merken, so ein materialistisches Weltbild greift viel zu kurz. Das greift viel zu kurz. Wir haben heute Menschen, die Stimmen hören. Wir haben Menschen, die sich wahrsagen lassen, die Kontakt mit Toten haben. Und die kommen die Antwort über. Und wir haben Menschen, die Gestalten sehen, die verfolgt werden. Oder die ganz krassen werden von Außerirdischen entführt. Und das kann man nicht alles einfach sagen, ja, die haben es einfach nicht da im Oberstübli, stimmt das nicht, oder? Sondern das sind reale Menschen, die das erleben. Und wir merken, das hat immer nicht funktioniert. Einfach zu sagen, das ist nur mythisch. Das hat es nicht, gibt keinen Engel, gibt keinen Teufel, nichts. Das ist nur materialistisch, es ist nur das, was ich gesehen habe. Das greift viel zu kurz. Und so hat ein Schweizer Theologe, der Emil Brunner, der hat das wirklich super gut auf den Punkt bringen. Der Rationalismus ist zu allen Zeiten mit dem Teufel rasch fertig geworden. In der Theorie wenigstens. Die Aufklärung hat den Teufel ganz einfach als Nicht-Existenz erklärt und den Teufelsglauben als eine Ausgeburt Mythenbilder, Fantasie gedeutet. In dem optimistischen Weltbild der Aufklärung passt natürlich die Macht der Finsternis nicht hinein. Aber diese rationalistische Einstellung wird weder dem biblischen Zeugnis noch der reifen christlichen Erfahrung gerecht. Soweit haben wir jetzt einmal die Geschichte angeschaut, oder? Woher kommt das und was schauen wir miteinander? Jetzt, wenn wir miteinander schauen, was sagt denn die Bibel darüber? Gibt es denn eine unsichtbare Welt oder nicht? Und wo finden wir die? In der Bibel drin. Und die Bibel, die ist eigentlich recht einfach aufgebaut im Sinn von, das gibt's und es ist real und wenn du an Gott glaubst, dann rechnest du mit der Realität. Ich finde es nur schon cool, wo die Menschen einen Turm bauen, einen der höchsten Türme, die es je gegeben hat, oder? Und es steht dort schon, und Gott kommt aus dem Himmel oben runter, oder? Und dort merkst du schon, da ist ein Ansatz drin, es gibt das Reich Gottes, dort wo Gott wohnt und er kommt runter auf die Erde. Du hast ein Himmelreich. Oder beim Hiob, haben wir jetzt gerade gelesen im Bibelintensiv und sind noch ein bisschen dran, die Verhandlung. Da siehst du den Himmel, da geht so das Fenster auf und dann siehst du eine Verhandlung im Himmel, wo der Teufel, seine Engel und alle dort hückeln und dann wird diskutiert, wie geht es weiter mit dem Hiob. Und da merken wir, die Bibel geht dort einfach ganz normal damit um. Das gibt es und da gehen wir drin rein. Und die Bibel ist voll von wissenschaftlich unerklärbaren Ereignissen. Also zum Beispiel beim Josua 10. Da ist er am Kriegen, und dann sagt er, oh, jetzt wird es gerade Nacht und der Find ist noch nicht geschlagen. Oh Herr, lass doch die Sonne stehen. Bling, die Sonne bleibt stehen. Erklär das jetzt einmal, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich. Ja, ist schwierig, aber die Bibel nimmt es als volle Realität. Also da sind wir ganz fest dabei. Und dann reden wir mal über Heilige. Ich meine, Jesus ist der Heiler vom Neuen Testament. Er ist übergegangen und heilte sie alle. Und da noch und dort noch. Und dann hast du verschiedene. Ich meine, das ist nicht erklärbar. Wie jemand kommt und einfach jemanden anlangt oder nur für ihn bettet und dann wird er gesund. Und natürlich auch im Alten Testament finden wir das reihenweise, dass Menschen gesund werden. Zum Beispiel das Volk Israel, Schlängli gebissen in der Wüste, dann schauen sie an das Kreuz, sie werden gesund, die schauen. Oder es gibt einfach recht viele gute Sachen dort, oder? Ihr könnt ein paar aufzählen. Aber wir merken, die Bibel ist voll von dem, wenn wir das lesen. Und andererseits, wenn wir es weglassen, dann hast du ja nur noch 2 Buchklappen und der Inhalt ist fort. Du kannst eigentlich nicht hingehen und sagen, ja, das ist nur materialistisch. Die Bibel redet überhaupt nicht von dem. Und sie redet auch von der dunklen, von der Finsternismacht. Dass Dämonen erscheinen und dass sie Menschen beeinflussen können. Das lesen wir zum Beispiel, wo Jesus da in Matthäus 8, 31, wo er da mit dem Besessenen geredet hat. Oder Dämonen haben sogar mit ihm geredet. Da baten ihn die Dämonen und sprachen, willst du uns austreiben? Also da war ein Mann, der ist von Dämonen beeinflusst gewesen. Dämonisiert.
Und dann kommt Jesus und die checken gerade, wer das ist und sagen, wenn du uns austreiben willst, bitte, 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 dürfen wir nicht in die Zoe. Und Jesus gewährt und sie gehen in die Zoe. Und da sieht man dann auch wieder den Punkt. Sie haben die Zoe nicht einfach, hocken wir in diesen Zoe, cool, haben wir nochmal Glück gehabt, oder? Nein, sie treiben ihr Unwesen, oder? Und schicken gerade alle rennen ins Doppel ab und sterben. Also da merken wir, es gibt eine Finsternismacht, die schlussendlich negative Auswirkungen hat auf Menschen. Aber das ist so fast die einzige Stelle, wo mit einem Dämon diskutiert wird. Das finden wir sonst nicht so oft in der Bibel oder gar nicht. Die Bibel spricht auch heute noch von der Herrlichkeit Gottes. Und das finde ich etwas ganz Cooles. Also die Bibel, für die ist das nicht fremd, das gibt es nicht und vielleicht nicht. Und da denke ich nur schon, wenn man in der Offenbarung ein bisschen landet. Hey, darf ich euch vorstellen, das ist meine Brille. Das ist das erste Mal, aber ich kann es sonst nicht mehr lesen. 44 plus, sage ich da nur. Wir sind da in der Offenbarung im Kapitel 4, oder? Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte, und wie eine Posaune klang, zu mir sagte: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Klarneol. Einen Regenbogen strahlte wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste und so weiter und so fort. Und da merkst du einfach, die Bibel redet ganz klar vom Himmelreich. Eines Tages werden wir in dem Thronsaal einmal drinstehen. Und es ist real. Die Bibel geht davon aus, dass es absolut real ist. Und jetzt haben wir noch eine Stelle, wo aus dem Neuen Testament ist, wo ein bisschen auch zu der Gemeinde redet, oder? Wo sagt, hey, auch für dich ist es real. Und auch die Finsternis macht. Und das lesen wir auch im Epheser. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr allen heimtückischen Anschlägen des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Böses, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also für die Bibel ist es völlig klar und warnt. Und sagt, hey, die Waffenrüstung Gottes, legt sie an, vielleicht jeden Morgen oder wie du das dann machen willst. Aber seid gewappnet. Seid gewappnet, da gibt es etwas. Für die Bibel ist es ganz klar, es gibt Gott, es gibt Engel, Satan, Dämonen und böse Mächte. Und damit beschäftigen wir uns in der nächsten Predigt. Da gehen wir ins Finstere und zu Jesus Christus. Einfach so. Und Christen erfahren das, oder? Meistens auch in der Seelsorge, wenn Leute kommen mit etwas und du merkst plötzlich, da ist irgendetwas Übernatürliches drin, in der Seelsorge. Aber auch ganz, sagen wir, unchristliche Leute merken das, dass es da mehr gibt. Und sie probieren vielleicht die Macht zu ihren Gunsten zu nutzen oder anzuzapfen. Eben die Worte sich sagen lassen und so weiter. Und das ist dann das Okkulte, das Esoterische. Und wenn man okkult und esoterisch anschaut, das eine ist latinisch, Okkultus, und das andere ist Esoteros, ist griechisch und sie heißen nur eins, verborgen. Beides heisst gleich, verborgen. Es geht um das Unsichtbare, um das Verborgene, wo Gott oder die Bibel halt auch ein gewisses Mysterium daraus macht. Oder es heisst auch innerlich, auch etwas Verborgenes. Und wenn ich jetzt das so zusammenfasse, bis jetzt, wir merken, dieses Weltbild mit materialistisch, humanistisch prägt, das langt einfach nicht. In der Theologie nicht und aber auch in der normalen Einsicht nicht. Da gibt es mehr, viel mehr. Und jetzt legen wir so eine Grundlage. Jetzt haben wir ein bisschen geschaut, für die Bibel ist es klar, es gibt die unsichtbare Welt, keine Frage. Und jetzt legen wir so ein Stück eine Grundlage her.
Und vielleicht, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast von der unsichtbaren Welt. Vielleicht ist das Bild, wenn wir das miteinander anschauen, vielleicht so wie das, was ich euch da mitgebracht habe. Hast du es da? Genau das da. Oder? Vielleicht ist das so die Art, wie du denkst, oder? So quasi Jesus und der Teufel kämpfen so. Aber das kennt die Bibel nicht. Das ist ein völlig falsches Bild. Wenn du das hast, dann kannst du es gerade durchstreichen. Weil der Satan und die Finsternismächte, die werden nicht ansatzweise in einen Gottesstatus aufgehoben oder in eine besondere Macht aufgehoben. Das gibt es nicht. Vielmehr zeigt die Bibel etwas ganz anderes. Und zwar ein ganzes grosses Bild von Jesus Christus, unserem Erlöser und Heiland. Das ist das, was die Bibel zeigt. Und zwar gewaltig. Und wenn es um Finsternismacht geht, das ist so ein kleines Unterkapitel. Und dort ist es nicht so genau wie in der Bibel. Weil, wenn wir das im Kolosser lesen, das ist Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allen anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So soll er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Ich meine, das ist ein Loblied auf Jesus Christus. Er ist der Chef. Und es wird einmal so eine Art eine Gegenüberstellung geben, die Offenbarung, oder? Und Jesus kommt nur und macht und hat gewonnen. Ui. Weißt du, das ist nicht so etwas, wenn wir auf dem Bild gesehen haben, so, oh, wir ringen drum und sondern Jesus Christus ist der Sieger. Und die gottfeindlichen Mächten und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist so krass an Golgatha. Oder wo die Jünger sagen, oh, jetzt müssen wir kämpfen. Und dann sagt Jesus, du, ich könnte sofort Legionen von Engeln herrufen und die würden mir helfen. Aber ich bin souverän und ich reagiere jetzt bewusst nicht. Und ich gehe bewusst den Weg ans Kreuz. Ich gehe den bewussten Weg zum Tod. Weil nachher werde ich auferstehen und ich werde den Sieg davontragen über jede Macht. Und alles, was auf dieser Erde ist, wird mir unterstellt sein. Das ist nicht so, dass der Teufel oder irgendjemand ihn in Verlegenheit bringen oder in Zugzwang. Jesus ist jeder Macht auf dieser Erde überordnet. Und wir haben keinen dualistischen Glauben, wo zwei Götter sind, die gegeneinander kämpfen. Das gibt es nicht. Die Bibel kennt das nicht. Es gibt einen einzigen Gott und das ist Jesus Christus oder sein Sohn ist Jesus Christus und es ist ein dreieiniger Gott und das ist das, was uns die Bibel lehrt. Und keiner bringt ihn in Verlegenheit. Nichts. Er weiß, was läuft und alle anderen Sachen werden eines Tages, früher oder später, zu seiner Verherrlichkeit dienen. Und so stellt die Bibel die unsichtbare Welt dar. Jetzt ist vielleicht noch eine Zeit, wo wir manchmal warten und noch 2, 3 Fragen haben, warum das so und so läuft. Aber schlussendlich wird alles Jesus Christus dienen und alles wird zu seiner Verherrlichkeit dienen und jeder und alles und ob unsichtbar oder sichtbar wird auf seine Knie gehen und Jesus Christus anbeten. Das ist der Punkt und das zeigt in einem riesigen Bild, zeigt das die Bibel. Und das ist das Wichtige. Die Bibel ist wie eine Fackel, die uns zeigt, hey, da haben wir einen Erlöser und dem können wir hinten reinlaufen. Da haben wir jemanden, der den Sieg schon gemacht hat. Du musst nicht mehr kämpfen.
Er hat den Kampf besiegt oder er hat den Kampf geführt und mit dem Sieg davongetragen. Er ist souverän und alles führt zu seinem Ruhm und zu seiner Ehre. Amen. Voll. Und wisst ihr was? Jeder, der das glaubt, gehört zu der Familie vom Sieger und hat Anteil an seinem Sieg und kann in seinem Rückenwind in der Strömung hinter ihm her schwimmen und muss auch nicht mehr kämpfen. Er kann das annehmen für ihn. Sein Sieg ist mein Sieg. Ich bin gerettet durch ihn. Ich habe Vollmacht durch ihn, auch über Finsternis und kann da hinein durchgehen. Und das ist der Glaube. Das ist der Glauben und glücklich zu schätzen ist, wer im Windschatten von Jesus Christus leben kann. Und das ist das Gewaltige, das ist das, was die Bibel uns aufzeigt. Das ist das, wenn du glaubst, dass Jesus Christus die höchste Macht ist, dann gehörst du zu seiner Familie. Dann gehörst du zu seinem Club, wenn du so willst. Oder? Und er ist wirklich der Siegerclub. Und wir gehören dort dazu. Und du musst nicht mehr besonders gross stark sein. Du kannst bei ihm anzapfen. Er gibt dir deine Gaben. Er gibt dir deinen Sieg. Er gibt Vollmacht. Alles. Und das macht er grosszügig. Er ist ein liebender Gott. Er ist ein liebender, gnädiger Gott. Obwohl er der Herrscher ist von Himmel und Erde und vom Universum und alles ihm dient und alles durch ihn geschaffen ist, liebt er dich. Und er meint es gut mit dir und er will nur das Beste für dich und geht mit dir da drin hin. Und das ist das, was die Bibel zeigt. Und das ist das, was die Bibel zeigt. Und es ist ein kleines Kapitel über den Teufel. Und auch der wird schlussendlich zur Verherrlichung von Jesus Christus beitragen. Und ich werde euch das zeigen von einer Kollegin aus Bern. Eine Kollegin ist jetzt ein bisschen viel vertrieben. Jemand, den ich gehört habe. Genau, Kollegin ist gut. Ich habe die Geschichte gehört von jemandem, den ich kenne. Das ist immer so eine Sache, oder? Ja, wir sind in der Learning Community gewesen. Da sind mehrere Kirchen zusammen, die lernen, Kirchen bauen und so. Und da hat einer die Story erzählt von seiner Kleingruppe. Er war ein Pastor von der Vineyard Bern. Und er hat erzählt, er hat in seiner Kleingruppe eine Frau, die hat über 30 Jahre einen Verfolger gehabt. Der ist immer zur Nacht da gestanden und sie hat Schlafstörungen gehabt, ganz schwierig, nie können schlafen und so weiter. Und dann sagt, irgendwann kommt sie dann zu einem Physiotherapeut und der ist Christ und der sagt, weißt du was, sag doch dieser Gestalt im Namen Jesus, sie soll mal gehen. Hat sie gemacht, einmal, nie mehr gesehen. Oder? Und die ist jetzt in seiner Kleingruppe und das ist der grösste Fan von Jesus Christus, weil die jetzt checken. Die hat gemerkt, hey, der Name ist höher wie alles andere. Und das ist so gut. Und darum ist das Highlight, können in seinem Windschatten gehen, zu seiner Familie zu gehören. Und dort weiterzugehen. Und gleich sind wir jetzt im Reich Gottes und gleich sind wir in dem Spannungsfeld drin, wie gehen wir jetzt denn mit dieser unsichtbaren Welt um? Wir sehen, die Bibel geht davon aus und sie sagt auch, es gibt eine schlechte Macht und es gibt Jesus Christus im Himmel, oder? Und wie gehen wir jetzt als Gemeinde miteinander um, oder? Und das ist halt auch eine Herausforderung, die wir zu meistern haben als der Liebe von Jesus Christus. Wir merken, dass Christen auf dieser Welt gibt es antigöttliche Bewegungen, die Christen verfolgt. Wo nicht will, dass da gemeint ist, wo nicht will, dass du Jesus bettest, mit ihm unterwegs bist im Leben, wo immer dagegen kämpft. Das merken wir. Meine Christen sind immer noch die meisten verfolgte Ethnie, oder kannst du nicht sagen, aber die meisten verfolgten Menschen sind Christen. Immer noch. Da ist etwas, das gegen das kämpft und wir spüren das. Und die Frage ist einfach ein Stück weit, wie reagieren wir als Kirche oder du persönlich einzeln für dich. Und da gibt es wie so 3 Typen. Und der eine, das ist der ignoriert. Das ist der sagt, weißt du was, ich glaube nur, was ich sehe. Nein, da kommt das easy, das ist irgendwie etwas, da nimmst du Tabletten und dann ist wieder gut, oder? Weil es ist ja so ein punktweise, was nicht kann sein. Von meiner Einstellung im Kopf, das darf auch nicht sein. Und so wird argumentiert und das gibt es nicht und das passt nicht, oder? Das sehen wir noch öppe. Dass Menschen, die ein gewisses Bild haben oder eine Lehrmeinung und dann alles andere darf einfach nicht sein. Aber es gibt trotzdem Menschen, die das erleben. Es ist zum Beispiel belastete Christen. Haben Dämonen Einfluss auf Christen? Dürfen das, oder? Das ist so ein Zwang und nein, das gibt es nicht, das muss etwas anderes sein. Und gleichzeitig merkt man, ja, so klar ist es nicht. Als ich in Paraguay war,
sind wir so in Mission gewesen, und dann sind wir wirklich so mit dem Flüger raus, oder? So wirklich, es hat dort nichts, außer die Indianer und die paar Missionare. Und dann haben wir mit dem geredet, das ist noch lustig, der Chefzauberer quasi, der die Zauberhütte dort hatte und wirklich, ja, der hat eigentlich nie etwas mit diesen Missionaren zu tun haben, weil die bringen ja etwas, das stärker ist, als er hat, und das geht gar nicht. Aber wenn seine Kuh krank war, oder, dann haben sie gesagt, ja, jetzt bräuchten wir mal den Missionar, der bringt wieder irgendeine Spritzen und dann geht es meinen Kühen wieder besser. Oder? Und dann haben wir dürfen, ich bin gerade zufällig da zu dem und haben dann dem auch ein paar Fragen gestellt. Und der ist dann der gesagt hat, ja, wisst ihr, ich sehe bei jedem das Zeichen. Oder? Und bei denen, die das Zeichen haben, bei denen habe ich keinen Einfluss. Aber das Zeichen kann auch verblassen, zum Beispiel. Oder? Und dann habe ich wieder Einfluss. Jetzt aus dem eine Lehrmeinung machen, ist sehr gefährlich. Versteht ihr? Das machen wir nicht als GVC. Es gibt Bücher, die das machen, oder? Und ganz viele so Sachen. Aber wichtig ist, dass man dann nicht ignorant ist und einfach sagt, nein, das gibt es nicht, sondern zulässt, was ist denn da? Und vielleicht so Sachen auch ernst nimmt, oder? Das ist so eine Einladung für die Menschen, die ignorant sind. Und sagen, das gibt es nicht, also das habe ich noch nie gehört, theologisch ist das, verhebt es nicht, nein. Und gerade weil es halt das Böse und der Einfluss vom Böse ist eigentlich ein kleines Kapitel in der Bibel. Und gerade darum muss man mit viel Gespür da drin hineingehen, oder? Und vielleicht das gleich mal ernst nehmen und nicht billige Antwort, einmal beten, boah, oder? Sondern mit Feingefühl dort herzugehen. Und das ist die Einladung eigentlich für die Menschen, die mit Ignoranz da dran herangehen. Und dann gibt es aber auch die Angst. Boah, nein, das geht gar nicht. Ui, nein, das habe ich als Zeichen gesehen, oder? Ui, oder? Also, das ist ja wirklich der Hammer. Ich hatte eine Krawatte gehabt, und da hat so einen Amerika-Stern drauf, so einen Stern, oder? Und wenn du den umkehrst, ist es halt dann ein Pentagramm, oder? Aber das ist gar nicht sicher, ob das Pentagramm schon immer ganz ein böses Zeichen war. Und ich hatte es ja richtig gehabt, oder? Also, na gut, oder? Also ich habe wirklich nicht gewusst, dass das eine okkulte Krawatte ist, die ich habe, oder? Und dass die, oder? Ab der Bühne so, oder? Und dann bin ich habe predigt mit dieser Krawatte, stell dir das mal vor. Oder? Und nachher, nach dem Gottesdienst, ich habe natürlich eine Hammerpredigt hergeleitet, das sind so zuerst die gekommen, die mir gratuliert haben, nein. Oder? Aber dann kommt jemand auf mich zu und sagt, hey, das geht nicht, hey, du musst die Krawatte abziehen, da hat es ein Zeichen drauf. Und ich, was denn, das ist so ein Sternchen. Nein, oh. Und dann eine riesige Geschichte, so ganz fest Angst haben. Und als ich in dieser Jungschi war, oder? Ich bin natürlich ein bisschen rocker gewesen, dann hatte ich so eine Jacke, die so einen schrägen Reissverschluss hat, oder? Die richtig coole. Und hinten drauf ist Igel gestanden. Da, Igel, so, oder? Also, Englisch, Vogel, also Adler, he? Gut. Also ich bin krasser Adler gewesen. Und dann kommen doch tatsächlich Leute, oder? Und die sagen mir, hey Elias, das geht gar nicht, Igel, kennst du die Musikgruppe nicht? Ich, nein. Noch nie gehört, oder? Ja, weißt du, Igel, ich meine, die haben Rückwärtstext und boah, und oh je. Ich habe die Jacke weggegeben. Ich habe doch das nicht gewusst, keine Ahnung. Heute würde ich sie wieder behalten und ich bereue sie heute noch, dass ich sie weggegeben habe. Also, es war einfach so cool gewesen, so, darum. Ich habe mir dann dafür eine Lederjacke gekauft, auch so schräg. Gut. Aufs Töffeli hat das super drauf gepasst, oder? Aber merke da, das sind Menschen, die mit Angst kommen, oder? Die mit Angst da, nein, das geht nicht und Zeichen geht nicht und Zeug und Sachen. Und wisst ihr was? Dann müsst ihr die Welt verlassen. Dann gibt es eine Weltflucht. Dann musst du gehen da. Weil alles könnte irgendwie ausgelegt werden, als wäre Finsternis dahinter. Ich meine, nur schon, habe ich letztens gelesen, wenn einer so macht, hey, so gut, oder? Dann ist das ein 6 dreimal, oder? Ja, hey, hör mal auf, oder? Ja, ich schaue manchmal so Dokus, aus Neugier. Aber merkt ihr, das ist Angst dahinter, oder? Und die haben einen Blick vergessen, das, was ich vorher geschwärmt habe über Jesus Christus, haben sie aus den Augen verloren. Er ist der Sieger, wir gehören zum Sieger, wir gehören zum Souverän von Himmel und Erde und vom Universum. Jawohl. Und da ist die Einladung, oder? Ein bisschen zu entspannen und die Sicht von Gott vor Augen zu führen, die Sicht von Jesus Christus vor Augen zu führen. Er ist unser Sieger. Und dann gibt es noch der letzte Typ eigentlich, das ist die Überreaktion. Wo dann hinter allem
irgendeine Belastung ist. Oder irgendetwas, wo böse ist und hinter jedem Ecke sitzt das, oder? Und dann laufst du nur rum und siehst überall, siehst es, oder? Oh, dort und da und ui und da, oder? Und das ist dann dort, wo dann auch zum Teil Leute kommen, wo alles ist dann wie so, ich habe den Geist von der Lüge, echt. Und ich habe einen Geist von dem und ich habe der Geist von der Sexualität ist wieder da und Zeug und Sachen. Oder ich habe einen Geist vom Neid. Und vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir da auch mal noch darüber reden, du, wo bist denn du aufgewachsen? Was hast du für eine Erziehung gehabt? Hast du noch Sünde in deinem Leben, wo du einfach bewusst nachgehst? Oder ist es etwas, hast du ein Trauma erlebt und hat das jetzt Auswirkungen? Es gibt ganz natürliche Sachen. Und ein ganz guter hat mir gesagt, wenn Leute so zu mir kommen, dann frage ich zuerst, hast du es probiert mit lang anhaltendem Gebet über diese Sache? Weil ich glaube, ich habe mal den Spruch, oder? Wenn jemand betet, dann verlässt ihn die Sünde. Oder? Also er kann nicht beten und sündigen, das zusammen geht nicht. Oder? Und darum, wenn du lang anhaltend am Betten bist, über eine lange Zeit für das Thema und sich nichts verändert, dann probier es doch mal noch mit Disziplin. Und mit Nein sagen, zum Beispiel. Wenn du eine Belastung von der Sucht oder etwas hast, vom Rauchen, oder? Dann ist es vielleicht cool, einfach einmal Nein zu sagen zu Zigaretten. Und das über lange Zeit. Und Gebet und Disziplin führt sehr oft zum Ziel. Und das hat nicht sehr viel mit dem Dämonischen zu tun. Oder mit einem Anhang. Und da gibt es einfach das Überempfindliche. Oder? Hinter jedem ist es. Und vielleicht gibt es auch eine Ausrede dazu. Oder manchmal ist das so ein bisschen das, ich habe halt das und ich kann nicht anders und dann beten wir 27 Mal. Und das ist ja das Problem, wenn dann nichts passiert und es dann gleich eine Disziplinsache war. Und dann denkst du, habe ich zu wenig Vollmacht? Dann kommen ganz komische Fragen. Natürlich haben wir Vollmacht. Aber vielleicht war es eben nicht etwas, das im Unsichtbaren zu tun hat. Vielleicht haben wir das überbewertet und vielleicht müssen wir halt da schauen, du hast ja so ein Vaterverhältnis, darum, du bist so. Dann geht man im seelsorgerlichen Bereich schauen und nicht einfach alles zu vergeistlichen. Und einmal haben wir das aber erlebt, dass jemand kam, hey, und ich kann nicht schlafen und seit ich dort in dieser neuen Wohnung drin bin und dann sind wir in das rein, haben 2-mal gebetet und dann war es gut gewesen. Das ist auch möglich. Und wir brauchen genau in dem hinein, bei diesen 3 Typen, brauchen wir die Weisheit, zu entscheiden, herauszufinden, was dran ist. Und da bete ich meine, ich kann mir nicht sagen, dass das die Gabe der Geisterunterscheidung ist, vielleicht, aber einfach die Weisheit zu haben, zum zu wissen, was ist jetzt dran. Da keine billige Antwort geben, dort nicht überreagieren und da nicht Angst zu haben. Und mit dem mit Gott, in der Verbindung mit Gott zu fragen, hey, schau, jetzt kommt das auf mich zu, was soll ich jetzt sagen, wo soll ich da dran gehen? Und das, finde ich, ist etwas vom Wichtigsten, in der Verbundenheit mit Gott sein und dann zu wissen, wo es dran geht. Was zu sagen, was nicht zu sagen. Und das Ganze wenn wir machen, ohne Angst. Ohne Angst. Weil wir wissen um die unsichtbare Welt. Wir wissen um den Sieg von Jesus Christus. Wir wissen, dass wir nicht mehr kämpfen müssen, sondern Gott für uns den Sieg errungen hat. Wir gebüten vielleicht, aber wir müssen nicht mehr kämpfen. Weil unser Auftrag ist ganz klar, das Evangelium zu erzählen, dass es einen Sieger gibt auf dieser Erde. Das ist unser Job. Schwärmen, dass wir in der Freiheit leben können, mit Jesus Christus. Fan sein von dieser Familie, von der Gemeinde, wo man Freiheit finden kann, wo man aufblühen kann, wo man den Menschen sagen kann, hey, schau, da gibt es einen Gott, ich habe einen Gott. Oder ich habe Kollegen, die beten zu Engeln und Zeug und Sachen. Und das ist eine mega gute Sache, mit denen zu diskutieren. Da kann ich immer sagen, hey, ich kenne den Chef. Rede mal mit dem. Und das ist das Evangelium, dass es eben einen Chef gibt, dass du nicht jemanden in der unsichtbaren Welt musst bestechen, damit es dir gut geht oder irgendeine Macht anzapfen, damit ich kann, weiss nicht was, Erfolg haben oder solche Sachen. Nein. Wir haben den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben und nicht müssen irgendwie zu kämpfen. Lassen wir uns nicht ablenken von dem kleinen Kapitel, das in der Bibel geschrieben ist, sondern nehmen wir unseren Auftrag wahr und verkündigen den Sieg von Jesus Christus auf dieser Erde. Und dann könnte man jetzt noch sagen, nehmen wir das Land ein, oder? Das ist ja so eine schwierige Sache, wo man dann noch darüber redet. Aber
wir sind Fan von Jesus Christus. Und ich möchte euch da dazu ein Buch empfehlen. Das gibt es auch da hinten zu kaufen, «Wenn die Welt voll Teufel wäre». Und da drin hat es etwas, was ich einfach mega cool finde. Ein Zitat, oder nicht eine Geschichte, oder? Der Herr hat einen indonesischen Missionar auf der Insel Sabu gebraucht, viele Menschen, Nicht-Christen und Namenschristen aus okkulten Bildungen zu befreien. Nachts wurde er okkult beschossen und angegriffen. Nachts. Hätte er nicht mehr schlafen können. Und wisst ihr, was der Typ macht? Voll cool. Dann sagt er zu diesen Geistern: Nun könnt ihr alle, ihr finsteren Geister, hier auf meine Bettkante Platz nehmen. Ich lege mich im Namen Jesus Christus auf die Seite. Sprach's und schon schlief Bruder Sarit, ja, den Namen wir jetzt nicht aussprechen, ein, wie ein Kind, in Gottes Waffenrüstung. Merkt ihr, der hat einfach geboten. Er sagt: Schau, ich weiss, euch gibt's. Ihr sitzt jetzt daher. Ich, beschützt von Jesus Christus, die Waffenrüstung an, schlafe jetzt ein. Und schlafe ruhig. Weil ihr kein Anrecht habt. Ich gehöre zu der Family vom Chef. Hallo. Und wisst ihr, was man da, als ich das gelesen habe, in den Sinn kam, ist wie so ein Geistesblitz, das ist der Psalm 23, wo er sagt: Im Angesicht deiner Feinde decke ich dir den Tisch. Und da, deine Feinde schauen zu, stellt euch das einmal vor, oder? Deine Feinde sind da und wenden, oder? Und Jesus sagt: Weißt du was? Ich decke dir den Tisch da, willst du ein Gipfeli? Okay, noch ein bisschen Honig dazu, einen Kaffee, willst du Cappuccino? Ich decke dir den Tisch und Feinde müssen rundherum zuschauen. Die haben keinen Einfluss auf deinen Tisch, wo du mit Gott Gemeinschaft hast. Und das ist so eine krass coole Sache. Von dem schwärmen wir und gehen weiter. Und das da gibt es, ein Buch zum Kaufen. Und es gibt eines von C.S. Lewis, eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe, super ist, das ist «Dienstanweisung an einen Unterteufel». Das ist wirklich ein cooles Buch, das so ein bisschen einen Blick gibt in die unsichtbare Welt hinein. Hey, und jetzt bin ich am Ende von dieser ersten Einleitungspredigt. Und so das grosse Pulver kommt noch, oder, wo wir mit Jesus und dem Satan als Thema haben und so. Nächstes Mal kommt der Rudi Altdorf, eine gute Sache dort. Und hey, jetzt gehen wir in eine Worship-Zeit rein. Und in dieser Zeit hinein, wenn durch Angst ein Thema ist in deinem Leben, wo du nicht mehr genau weißt, ja, ich getraue mich nicht und so. Hey, die im Gebetsteam, wir haben es jetzt gehört, die gehören zu der Familie von Jesus, die haben Vollmacht durch ihn und die können auch über deine Angst beten. Oder wenn du irgendeine andere Sache hast, wo du das Gefühl hast, da ist es ein bisschen dunkel und ich weiß auch nicht und so, oder? Hey, wir können in das Gebetsteam hindern und können dort gebieten. So wie der Missionar, dem ist doch nichts anderes als an mir. Es geht um die Verbundenheit mit Gott und das sind die Menschen, die da im Gebetsteam rein sind, die können für dich da rein beten. Und wenn du da rein sitzt und denkst, hey, eigentlich will ich ein Familienmitglied von dem Jesus werden, das ist noch cool. Ich will auch mehr Macht über, also, ja, versteht mich, was ich meine. Ich will auch da dazugehören, zu dieser Familie. Hey, auch dann können wir ins Gebetsteam gehen, können wir darüber beten, dass du Jesus Christus dazugehörst zu ihm. Und als letztes Gebetsaufruf ist es so, dass wir das Ehegebet haben. Wir haben das einmal im Monat, wo Ehepärchen oder möchten gerne Ehepärchen, die sich noch heiraten oder schwer verliebt sind und so, auch die dürfen sich natürlich segnen lassen. Oder? Also es wäre schon gut, wenn ihr dann mal heiratet, oder? Das ist schon ganz klar unsere Linie, nicht, dass ich jetzt da nicht etwas falsch habe. Aber hey, lasst euch segnen als Ehepärchen. Ach, jetzt habe ich es wieder vergeben. Come on. Wenn du da rein bist und verheiratet bist und dein Mann da ist und du verliebt bist, hey, dann geht doch einfach dort hindern. Das ist nur gut. Und ich sage nicht, oh, der geht hindern und der hat jetzt ein Problem. Nein, lasst euch einfach segnen. Als Ehepaar und für all das und dass ihr geschützt sind und. Geht doch einfach. Punkt. So, jetzt hast du gesagt. Ja, das ist gut, dass du so spielst. Es gibt wenigstens noch so ein bisschen. Hey, komm, stehen wir auf. Ich bete. Jesus, du bist Sieger, Halleluja. Du bist König, Halleluja. Du hast uns erlöst, Halleluja. Du bist uns vorangegangen und auferstanden, Halleluja. Wir werden dir hineingehen und auferstehen ins Himmelreich hinein, Halleluja. Du siegst gepriesen und
Das ist das, was die Bibel zeigt. Und ich danke dir, dass du die Bibel auf uns gegeben hast und dich offenbart hast, dass wir dich erkennen können, als der, wo du wirklich bist. Als die höchste, einzige Macht im Universum. Ich danke dir dafür. Und das tönt so weit weg, aber du bist auch da in unseren Herzen drin. Du hast deinen Geist gesendet in unsere Herzen hinein. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in unseren Herzen hinein aufräumst mit allem, was noch irgendwie finster ist. Und dort, wo jemand etwas loslassen muss, wo noch irgendwo okkult oder finster oder irgendwie komisch ist, dort, Herr, in den Geist, Heiliger Geist, bitte, den Gang du drin hinein, dass wir frei werden. Du bist der, der wirklich Freiheit schenkt. Zeigst du auf, Heiliger Geist. Und dann können wir dafür beten im Gebetsteam hinein und da wird Freiheit sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit uns da drin hineinkommst und an uns schaffst.